Du spinnst wirklich. Ich hätte mir denken, dass du mich nicht ernst nimmst. Der Rest der Pause hat der Kalle geschmollt. Sie sind wieder zurück zum Glücksrad und haben es dann ganz schön streng gehabt, bis vom Friedhelm und dem Radiesli abgelöst worden sind. Am nächsten Tag, am Sonntag, haben sich die vier bei der Steffi und dem Radiesli daheim getroffen für einen Erfahrungsaustausch. Der Tausig Schön hat der Friedhelm das mal im Schrebergarten gelassen. Er hat später noch mit ihm laufen. So, jetzt erzählt mal, wie es bei euch war. Also wenn es nach mir geht, könnten wir gerade aufhören. Du und Steffi haben wenigstens noch den dicken Blumenthal. Aber der Friedhelm und ich müssen den Peter tragen. Und das ist noch viel schlimmer. Der macht immer ein Gesicht wie 7 Tage Regenwetter. Und dann lässt er uns meistens die ganze Arbeit allein machen. Gestern Nachmittag ist er sicher 5-mal abgehauen. Und jedes Mal etwa 20 Minuten weggeblieben. Wo denn? Haben ihr ihn beschattet? Mann, mit heiligen Ski und Nachthemdli. Überhaupt, für was soll das gut sein? Jo, findet ihr das nicht komisch? Was soll da daran komisch sein, hä? Achtung, Achtung, der Kalle ist wieder auf Verbrecherjagd. Nein, nicht schon wieder. Lass uns doch zuerst einmal das Geld für die Steffi ihren Computer verdienen. Dann können wir uns immer noch auf die Suche nach einem neuen Fall machen. Und was den Pete betrifft, der hat sicher nur aufs WC müssen. Hey, Friedhelm, überleg doch mal. 5 Mal. Jedes Mal 20 Minuten. Das glaubst du ja selber nicht. Hey Kalle, langsam nervst. Bei dir kann einer nicht einmal aufs WC, ohne dass du irgendeinen Bankraub dahinter vermutest. Jetzt kapier doch einmal endlich, dass wir da nie einen Fall lösen werden. Jo, wenn du so denkst, musst du ja nicht mitmachen. Bist doch nicht gerade eingeschnappt. Es macht doch Spass. Und das ist doch auch etwas. Hey, wisst ihr was? Ihr Nerven sagen, hey, ich werde es euch schon zeigen. Aha, das wird ich. Und dann wird niemand mehr kommen und über mich lachen. Am Montagnachmittag sind der Friedhelm und das Radiesli beim Hurtig im Einsatz gestanden. Da ist etwas Gespässiges passiert. Und am Dienstagmorgen, in der Pause, haben sie das miteinander diskutiert. Kalle, du glaubst nicht, was gestern passiert ist. Der Steffi hat es natürlich schon erzählt. Gestern ist der Warenhausdetektiv zu uns gekommen. Der Ladendetektiv? Was hätte denn der von euch wollen? Da staunst, gell? Das war eine komische Geschichte. Wo der Pete sich wieder einmal verdruckt hat, ist ein ziemlich schmuddeliger Typ zu ihm gekommen. So ein langer, dünner, mit Schnauz und fettigen Haaren. Grusig, sage ich euch. Er hat den Pete angeschnauzt. Aus der Schmuckabteilung sind Reklamationen gekommen und er sagt die letzte Warnung. Dann ist er wieder abgehauen.